Dashile, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeiten Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama lehrt über Chandrakirtis den mittleren Weg betreten und Autokommentar. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die CTA betrauern den Tod von Königin Elisabeth und wünschen König Charles III. Viel Erfolg. Ein fälschlich angeklagter Tibeter verbüßt 10 Jahre in einem chinesischen Gefängnis. Sejong fordert den neuen UN-Hochkommissar für Menschenrechte zu dringendem Handeln auf, um Menschenrechtsverletzungen in Tibet zu beenden. Das Büro für Tibet Taiwan nimmt den Unterricht in Tibetologie an der Xuan Chuang Universität auf. Delegation des brasilianischen Gesundheitsministeriums besucht Tibet House, Brasil. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gab am Donnerstag im Haupttempel von Dharamsala auf Wunsch einer Gruppe von Südostasiaten eine zweitägige Belehrung über Chandrakirtis den mittleren Weg betreten in Verbindung mit dem Autokommentar. Gyameri nala kongren ta samlo busu thogo yedeba chi dezu jegi she pyo kanjeng jong yedeba sanje ge chele ya pge pabe mewa soya ge tabshi rimbo cheberede sawa nine da kujo teki yamari pyo jashi memange laksam ningdo ngonya chane risugo na shirisha chasaga dinde yindu Sanje Jongdendegi, da Dendegi be Deni Sungdun Jeve Tane, Lo Changyaki, Samlo Tongdandi, da Zamuli Digala, Mixage Chadegi. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung trauerten um Königin Elisabeth II., die am Donnerstag letzter Woche im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sagte in seinem Beileidsschreiben, dass die Königin ein bedeutungsvolles Leben mit Würde, Anmut, einem starken Sinn für das Dienen und einem warmen Herzen gelebt habe und sprach der königlichen Familie und dem Volk des Vereinigten Königreichs sein tief empfundenes Beileid aus. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments Khembo Sonam Denpe und der Sejong der tibetischen Zentralverwaltung Bemba Tsering sprachen ebenfalls ihr Beileid aus. In seinem nächsten Schreiben an seine Majestät König Charles III. Beglückwünschte seine Heiligkeit der Dalai Lama den neuen Monarchen zur Thronbesteigung und drückte sein Vertrauen in die Hingabe des neuen Königs für den Dienst an den Menschen aus. Sejong Bemba Tsering und Sprecher Khembo Sonam Denpe wünschten dem König Erfolg und Wohlstand bei der Weiterführung des Vermächtnisses der verstorbenen Königin. Die chinesischen Behörden haben endlich Pema Thöndup freigelassen, einem Tibeter, der eine 12-jährige Haftstrafe verbüßte, weil er fälschlicherweise des Mordes beschuldigt wurde, nachdem ein tibetischer Mitbürger 2012 in Sangchu in der autonomen tibetischen Präfektur Kanlo in der Provinz Gansu gegen seine Selbstverbrennung protestiert hatte. Nach Angaben von Radio Free Asia steht Pema Thöndup seit seiner Freilassung am 31. August 2022, 2 Jahre vor Ablauf seiner Haftstrafe, unter ständiger Beobachtung und Überwachung durch die chinesischen Behörden. Pema Thöndup wurde im Jahr 2012 zusammen mit 6 anderen Tibetern verhaftet, die angeblich im Zusammenhang mit der Selbstverbrennung von Dorji Rinpoche am 23. Oktober 2012 standen. Pema Thöndup wurde vom Volksgericht des Bezirks Sangchu wegen des Vorwurfs des Mordes zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. In dem Bericht heißt es, dass die 7 Tibeter, die im Zusammenhang mit der Selbstverbrennung von Dorji Rinpoche verurteilt wurden, trotz ihrer Entlassung aus dem Gefängnis immer noch von den örtlichen Behörden überwacht werden und Einschränkungen unterliegen.
Seit 2009 wurden 157 Fälle von tibetischen Selbstverbrennungen bekannt. Der Sejong der tibetischen Zentralverwaltung Bemba Tsering hat dem österreichischen Diplomaten und langjährigen UN-Mitarbeiter Volker Türk am Donnerstag zu seiner Ernennung zum neuen UN-Hochkommissar für Menschenrechte gratuliert und sein Vertrauen in das außerordentliche Engagement des neuen UN-Hochkommissars für Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht ausgedrückt. Sejong lobte die jüngste Veröffentlichung des Bewertungsberichts des UN-Hochkommissars für Menschenrechte über die Menschenrechtssituation in Osttürkestan und forderte das OHCHR auf, eine Bewertung der allgemeinen Menschenrechtssituation in Tibet vorzunehmen, wobei er die Aufmerksamkeit des Hochkommissars auf die alarmierenden Probleme lenkte, mit denen Tibet und die TibeterInnen konfrontiert sind, wie zum Beispiel die unfreiwilligen Massen-DNA-Sammlungen in ganz Tibet, Chinas massive koloniale Internatssysteme und die zunehmende Repression in Tibet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte Türk als Nachfolger von Bachelet vorgeschlagen, deren Amtszeit am 31. August endete, und die 193-köpfige UN-Vollversammlung stimmte der Ernennung am Donnerstag im Konsens zu. Türk war zuvor auch für das UN-Flüchtlingshilfswerk in Malaysia, im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina, in der Demokratischen Republik Kongo und in Kuwait tätig. Im Anschluss an das Treffen zwischen dem Zentrum für tibetisch-buddhistische Studien der Xuanchuang-Universität und dem Office of Tibet in Taiwan Anfang des Jahres begann der Repräsentant Gesang Yetsen-Bauer mit der Durchführung von Kursen über Tibetologie und tibetisch-buddhistische Studien an der Xuanchuang-Universität. Am vergangenen Sonntag begann der Abgeordnete Bauer Gesang Yetsen mit einem Kurs über Geographie, Tradition und den aktuellen politischen Status Tibets für eine Klasse von 17 SchülerInnen und einem Beobachter. Darüber hinaus führte der Beauftragte die SchülerInnen in der ersten Unterrichtsstunde des neu eingeführten Kurses in die Landschaft Tibets sowie in religiöse Überzeugungen und Traditionen ein. Gemäß dem Lehrplan wird das erste akademische Semester für Tibetologie und tibetisch-buddhistische Studien innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen, in denen der buddhistische Lehrer Geshe Tenzin Namgyel, der ehemalige buddhistische Lehrer Geshe Jampe Chösi, Geshe Wangchu und Geshe Hashin Rinpoche Kurse zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit Tibet und dem tibetischen Buddhismus abgehalten werden. Zu den Themen des 8-wöchigen Kurses gehören unter anderem die Geschichte der tibetischen Zivilisation, die Entstehung des Buddhismus und seine Aufteilung in 4 Schulen in Tibet, das Reinkarnationssystem und das tibetische klösterliche Bildungssystem. Dr. Christiane Matos, nationale Koordinatorin für integrative und komplementäre Praktiken im Gesundheitswesen, PICS, Gesundheitsministerium Brasilien, stattete dem Tibethaus Brasilien einen Höflichkeitsbesuch ab. Der Repräsentant Jigme Tsering empfing die Delegation und hielt einen Vortrag über die Kultur und Tradition Tibets sowie über die Aktivitäten und den Auftrag des Tibethauses Brasilien. Tangameister Ngawang Lode führte durch die laufende Ausstellung tibetischer Kunst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.